Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott mit uns. So fängt dieser Text an. Gott mit uns. Wer kann da noch gegen uns sein? Ich glaube, zum allerersten Mal habe ich den Satz so richtig wahrgenommen, als ich auf dem Estrich von meinen Eltern war und dort so alte Militärklamotten von meinem Großvater und Urgroßvater und einigen der Bekannten da gefunden hatte. Und auf einem Koppelschloss von meinem Urgroßvater, da stand oben drüber, Gott ist mit uns. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Gott mit uns. Und ein paar Jahre später war ich dann so im Teenie-Alter, war das sehr modern, wenn man in so Militärläden ging und so Militärklamotten kaufte. Und eine Zeit lang fand ich das auch mega toll. Und da habe ich das zweite Koppelschloss gefunden mit diesem berüchtigten Hakenkreuz drauf vom Dritten Reich. Gott mit uns. Das war der Schlachtruf von dem preußischen Heer während dieser Befreiungskriege gegen Napoleon. Dass gleichzeitig das gegnerische Heer mit ähnlichen Sprüchen und Gebeten in den Krieg zog, das macht es nicht besser. Nur kurioser und auch noch ein wenig wahnsinniger. Wenn Gott für uns ist, wer soll denn noch gegen uns sein? Und intuitiv meint man so sagen zu müssen, niemand. Niemand. So, zack, ja, niemand kann gegen uns sein. Wir kämpfen für die richtige Sache und haben vor allen Dingen dann noch Gott auf unserer Seite. Gott mit uns, ist überliefert von etlichen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die voller Überzeugung das gebetet haben, bevor sie in die Schlacht zogen. Ein Gebet ist schriftlich niedergelegt worden, man konnte es dann nachlesen. Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten. Er lässt von den Schlechten nicht die Guten knechten. Mit der Überzeugung ist man in den Krieg gegangen. Wir sind die Guten, deswegen werden wir gewinnen. Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten. Aber wie schon gesagt, es wird kurios, wenn die andere Seite das dann auch noch gerade betet. Ja, auf wen soll Gott jetzt hören? Da haben wir ein Dilemma. Und wer denkt jetzt, ja, das ist ja total absurd. Wie konnten die Leute so nur funktionieren und denken und beten und glauben, den muss ich jetzt enttäuschen. Auch heutzutage treten hohe Regierungsmitglieder, Präsidenten und so weiter rund um den Globus an und haben gerne Gott auf ihrer Seite, wenn es darum geht, Macht und Einfluss geltend zu machen. Da lässt man gerne mal medienwirksam für sich beten und denkt, look, das ist jetzt wirklich mit Gottes Segen, werden wir wohl die nächste Wahl gewinnen, wir werden den Wohlstand sichern, Gesundheit und Frieden, Familien stärken und so weiter. Wenn Gott für uns ist, wer kann uns da noch aufhalten?
Gott mit mir, denkt da einer im 21. Jahrhundert und möchte am liebsten alle Schurkenstaaten auf der Welt auslöschen. Oder Gott mit mir, behauptet dann vielleicht eine andere, die heute im Namen ihres Glaubens Menschen abwertet, die anderes leben, als sie sich das vielleicht je gestattet hätte. An das Denken, an das Glauben oder an das Lebende. Leute, wer Gott auf seiner Seite weiß und das so für sich auch so in Anspruch nimmt, der hat es vielleicht auf den ersten Blick ziemlich einfach. Denn viele Fragen erübrigen sich damit. Wer sind die Schlechten? Wer sind die Guten? Wer sind diejenigen, die sich entschuldigen müssen? Und wer sind diejenigen, die sich durchsetzen können? Mit Gott auf unserer Seite, dann ist man definitiv auf der richtigen. Man könnte sagen, und leider ist genau mit dem Bibeltext das immer wieder gemacht worden, wenn Gott auf unserer Seite ist, dann hören wir zu wirklich diesen Siegertypen. Und tatsächlich haben manche sich mit der Aussage von Paulus immer wieder so irgendwie identifiziert. Irgendwie sind wir unschlagbar. Wer kann uns was anhaben? Niemand. Niemand kann uns was anhaben, kann dir was anhaben, wenn Gott auf unserer Seite ist. Und Christsein ist dann manchmal so als Lebensprogramm verstanden worden. Wenn wir Christ sind und Gott auf unserer Seite haben, dann wird das Leben besser, es wird schöner, du wirst erfolgreicher, deine Familie blüht auf und überhaupt, das Leben ist klasse und du bist unantastbar, selbst für Corona. Irgendwo unüberwindbar. Und manchmal kommt mir das vor, liebe Leute, als würde man sich nur noch in der Kinderbibel lesen. Das ist meine Kinderbibel. Mit einer Widmung drin von meiner Oma Elli. Die hat mir die geschenkt. Kinderbibel von Anne de Vries. Die Kinderbibel erzählt für unsere Kleinen. Der eine oder andere schmunzelt, hat vielleicht auch so eine oder kennt sie. Und die Kinderbibel habe ich mega gern gelesen. Die habe ich gerettet aus meinem Elternhaus, mitgenommen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe es angefangen mit einem meiner Enkel auch zu lesen. Wunderschön, wunderschön beschrieben. Es ist eine Kinderbibel. Und wenn man die Kinderbibel so durchliest, dann hat man den Eindruck, es fängt bei Adam und Eva an, kommt zum lieben Herrn Jesus irgendwann, auch zu bösen Pharisäern und so weiter. Aber es ist eine rote Linie, ist ganz schnell zu erkennen, wie Gott doch unser Leben schreibt. Und es ist eine wunderbare Auswahl von Geschichten in der Bibel drin, wo ich finde, wow, und vorne drauf noch mit dem barmherzigen Samariter, dass von vornherein klar ist, wer die Guten sind. Kinderbibel lesen ist absolut nicht falsch. Wie gesagt, ich fange schon an, mit meinen Enkelkindern sowas zu lesen. Aber das hat seinen Wert und seine Wichtigkeit. Aber ihr Lieben, wir werden alle älter. Nicht nur ich, sondern ihr auch. Das ist die schlechte Nachricht. Leute, aber wenn wir älter werden, besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, dass wir auch ein Stück weiser werden. Die theoretische Möglichkeit ist da. Ist nicht per se gegeben. Aber wenn wir ein Stück weiser werden und wenn wir die Bibel dann für Seite durchlesen, dann stoßen wir auf Texte wie im Römerbrief, der manchmal so ungereimt ist, ein bisschen sperrig ist, uns auch Dinge zumutet. Wir stoßen auf Widersprüchliches, auf schwierige Geschichten, um letztlich darin auch Gottes Weg mit uns zu entdecken. Einen Gott zu entdecken, der wirklich in den wildesten Zeiten, auch in diesen Corona-Zeiten, tatsächlich mit uns ist, aber vielleicht anders, als wir uns das vielleicht manchmal vorgestellt haben. Sollten wir die Kinderbibel gar nicht mehr lesen? Nein, ich finde wirklich, wir sollten die Kinderbibel weiterlesen. Aber wir sollten sie nicht nur lesen. Und wenn sie nur liest, dann wird dein Glaube auch letztlich so ein Kinderglaube bleiben. Und dann werden wir genau die Geschichten vor dem Satz, Gott ist mit uns, und die Geschichte, die hinter dem Satz kommt, mit Gott ist mit uns, dann werden wir die wie ausblenden und wir könnten doch was sehr Tolles drin entdecken. Es heißt in dem Text dann, er ist auferweckt worden und er, Jesus, sitzt zur Rechten Gottes. Und er tritt für uns ein. Was kann uns da von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr. Das Schwert des Henkers. Und es tönt so, als würde Paulus, wow Leute, was kann uns denn irgendwo noch trennen? Und er macht so eine ganze Aufzählung von Dingen und sagt, Leute, was? Nix von dem. Und dann kommt der nächste Satz. Mit dem all müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Mit dem allen müssen wir rechnen.
Wie bitte? Gott ist mit uns. Und Paulus sagt, Leute, rechne damit, dass es Lebensgefahr geht. Rechne damit. Was der Paulus hier macht, er beschreibt, für ihn war vollkommen klar, die Frage vom Gegner ist mega schnell für den Paulus beantwortet. Seit seiner Bekehrung, er war Christenverfolger, er hat die ersten Christen massiv verfolgt, nachgelaufen. Seit er sich bekehrt hat, ist der Mann immer wieder Angriffen ausgesetzt worden. Leute, der konnte ein Lied davon singen, was es heißt, was Menschen anderen Menschen antun. Zu der Zeit von Paulus waren Christen in der Minderheit. Das waren die Verfolgten, das waren diejenigen, wo man komische Typen, ich will nicht gerade sagen Verschwörungstheoretiker, aber wirklich eigenartige Leute. Eigenartige Leute, die wirklich unterdrückt wurden, das waren Schwache, die wurden verfolgt. Keiner von den ersten Christen wäre auf die Idee gekommen, im Namen Gottes Kriege zu führen. Gott mit uns und das auf ihr Koppelschloss noch schreiben. Keiner von denen wäre auf die Idee gekommen. Paulus zählt einfach ein paar Leiden auf von ihm und von seinen Glaubensgeschwistern, die bei ihnen zum täglichen Brot gehörten, nämlich Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Gefahr, Schwert und so weiter und so fort. Und wer das Leben von Paulus so mitkennt, wie eine Geschichte, der weiß, all diese Dinge hätte Paulus an seinem eigenen Leben wirklich erlebt. Als Christ hörte der Paulus und die Christen in Rom, an die er diesen Brief schreibt, zu einer verfolgten Minderheit. Die Situation von Christen war prekär. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, Christenverfolgung unter der Zeit von Nero. Eine der brutalsten und wüstesten Geschichten. Der Maler Henryk Siemierzycki, der hat auch im 19. Jahrhundert das mal so versucht, sich so vorzustellen, bildlich, wie das war. Wo Christen öffentlich hingerichtet wurden, als Fackeln angezündet wurden, weil sie irgendwo dafür zuständig waren, dass irgendwas geschehen war, dass was angezündet worden ist. Es wurde ihnen alles nachgesagt und sie wurden brutalst verfolgt. Das war die Lebenswirklichkeit. Mit dem allem müssen wir rechnen. Deswegen schreibt Paulus das. Er sagt, Leute, Gott ist mit uns, aber rechnen damit. Das kann auch wirklich übel aussehen. So wie es für manche Christen auch heute in manchen Ländern so aussieht. Im Irak, in Afghanistan und noch gar nicht so weit weg auch in Türkei, wo Christen tatsächlich unterdrückt werden, in manchen Ländern verfolgt werden, sogar hingerichtet werden. Das alles spielte sich in Rom ab. Er weiß ganz genau, der Paulus, was Menschen anderen Menschen antun können. Leute, und das wissen wir auch. Wir sehen das tagtäglich in den Nachrichten, was andere Menschen anderen antun und sind entsetzt darüber und fragen uns, hey, warum ist da so eine vielfältige Form von Gewalt? Auch eine vielfältige Form von Gewalt in versteckter Form, wo wir gar nicht mitbekommen, so unter der Oberfläche ist. Wir haben heute Morgen Kinder hier gesegnet. Ich finde es einer unserer wertvollsten Momente als Kirche, wenn wir die nächsten Generationen segnen. Und wir haben es ausdrücklich gesagt, wir beten, dass Gott ihnen nahe ist, dass diese Kinder selbst den Weg machen können. Leute in der Schweiz, laut Zahlen vom Bundesamt für Statistik, die das sehr verrückterweise erforscht haben, jedes 4. Mädchen und jeder 7. Junge erlebt sexuellen Missbrauch in seiner Kindheit. Wenn wir für Schutz beten, Leute, dann ist das wirklich, das ist aktuell. Und das ist wichtig. In der Schweiz, jedes 4. Mädchen und jeder 7. Junge. Menschen tun Menschen Leid an, weil mit so einer eingeborenen Bosheit und Schwachheit machen wir Dinge, die einfach grausam sind. Und Paulus wusste darum, Leute, mit dem allem müsst ihr rechnen. Mit dem allem müsst ihr rechnen, dass sowas passiert. Und er macht deutlich, hey, das hört zu unserem Leben. Und im Kapitel vorher beschreibt er sehr eindringlich und deutlich, was es heißt, miteinander zu leiden und miteinander zu seufzen. Er tut so ein dreifaches Seufzen da erwähnen. Er fängt damit an und sagt, die ganze Schöpfung seufzt. Und er redet da von der Natur. Und das ist nicht erst nach dem Klimawandel. Er redet da schon davon, dass die Natur irgendwo seufzt und erlöst werden will. Und wer heute noch nicht an den Klimawandel glaubt, ich empfehle mal einen Ausflug ins Engadin, Motoratsch-Gletscher, uns das Tal mal anzuschauen. Die Schöpfung leidet
Und der Paulus schreibt das auf und sagt, wir leiden mit. Und er sagte, der Mensch leidet. Angesichts von all diesem Elend, was erfahren und ertragen werden muss. Wir leiden unter bedrohlichen Krankheiten oder unlogischen Bekämpfungsmaßnahmen. Wir seufzen über Schulsysteme, Baustellen, harte Herzen. Wir seufzen viel. Und dann schreibt er doch zum Schluss, der Heilige Geist seufzt. Ich tue das jetzt nicht weiter aus für übernächste Woche, glaube ich. Kommt der Andi los vom theologischen Seminar von Krishona und er wird ausführlich darüber sprechen, was der Paulus damit meint hier mit dem Seufzen, wie das in meinem Leben wirklich wichtig ist, auch sich dem zu stellen, dass wir seufzen. Deswegen sage ich nichts mehr dazu. Ja, der macht das besser. Deswegen. Und dann macht der Paulus weiter und sagt, look, in dem allen, obwohl das alles stattfindet, obwohl du damit rechnen musst, obwohl wir alle damit rechnen müssen, schreibt er dann, in dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Wir tragen überwältigenden Sieg davon. Was ist das jetzt? Was heißt das, wenn es nicht dieser, sage ich mal, Kinderglaube, Kinderbibelglauben, Gott ist mit uns, mir kann nichts passieren ist? Was heißt das, so ein siegreicher Glaube? Ich bin vor kurzem angesprochen worden und gefragt worden, Ralf, findest du es nicht ein bisschen arrogant, dass Christen oder das Christentum, wie man es denn auch nennen will, behauptet, die einzig wahre, außergewöhnliche Religion zu sein? Was macht uns denn die Christen so besonders angesichts der vielen anderen großen Religionen, die es auf der Erde ja auch gibt? Wir sind in ein Gespräch gekommen darüber und ich habe dann gesagt, in der Tat, es gibt einige Gemeinsamkeiten bei den großen Weltreligionen. Die Vorstellung zum Beispiel von einem Schöpfergott, das ist keine Spezialität aus dem Christentum, die gibt es in allen diesen großen monotheistischen Religionen, also wo man an einen Gott glaubt, dass ein Schöpfergott existiert. Das teilen viele Religionen, aber auch die Idee, dass unsere Welt und unser Universum wirklich auf ein Werk Gottes zurückgeht. Das findet man sogar in manchen Naturreligionen wieder. Manche Schöpfungsmythen werden erzählt in etlichen Religionen. Auch Sintflutgeschichten, die Zerstörung von dem, werden in manchen Religionen erwähnt. Das ist nicht eine spezielle Sache nur vom Christentum und so weiter. Ja, sind wir jetzt alle gleich oder sind wir uns nur ähnlich? Ich habe die Frage denn, nachdem wir diskutiert haben, zum Schluss so beantwortet und gesagt, für mich gibt es tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal im Glauben an Jesus oder in diesem Christentum. Und das hat mich überzeugt an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, damals diesem Jesus nachzufolgen. Und das hält bis heute an, wo ich denke, das ist wirklich was Besonderes. Weil im Christentum erleben wir einen Gott, der eben nicht irgendwo weit nur thront, sondern mitten unter uns Menschen kommt in der Form von Jesus. Und das Verrückte ist, der Gott verbündet sich nicht mit Mächtigen. Der geht nicht zuerst zum Statthalter, der geht nicht zuerst zu den großen, mächtigen Leuten, die es Sagen haben, sondern der Gott macht den Weg zu den Armen, zu denen, die schwach sind, zu den Bedürftigen. Er geht zu denen hin und solidarisiert sich mit denen, macht sich eins mit denen, die schwach sind. Look, in keiner anderen Religion findest du dieses Phänomen, dass Gott zu den Menschen kommt und nicht zu den Mächtigen, sondern zu den Schwachen kommt. Zu denen, die wirklich die krank sind, die bedürftig sind, die sich irgendwie verheddert haben im Leben. Merkwürdigerweise baut Gott sein Reich mit Menschen, die mit Rückschlägen, mit Krankheiten zu kämpfen haben, die sich manchmal im Leben wie verheddern, die zugeben, dass ihnen das Leben hart zugesetzt hat, und die Armen und auch die Schwachen. Und Gott verbündet sich nicht wie in vielen anderen Religionen, mit den Mächtigen, mit den Regierenden, denen die Macht haben. Und ausgerechnet Jesus lehrt und lebt so einen Weg. Er sagt, look, nicht durchs Kreuz, aber nicht durch Kreuzzüge wird mein Reich kommen. Es ist ein Upside-Down-Kingdom. Durch Dienen wird mein Reich kommen. Ein siegreicher Glaube geschieht durch Dienen und nicht durch Machtausübung. Und das macht er deutlich und sagt, hey, look, das ist der Weg von Jesus. Durchs Kreuz und nicht durch Kreuzzüge, sondern wirklich dienen dem Nächsten. Und das finde ich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal im Christentum, dass Gott zu den Schwachen kommt und sagt, mit denen möchte ich unterwegs sein.
Und was Zweites, glaube ich, wo siegreicher Glaube darstellt, wo der Paulus hier uns vor Augen malt ist, und er schwärmt quasi fast davon, überbordend sagt er, look, ein siegreicher Glaube geschieht durch Mitleiden. Wir leiden mit. Das hört sich wie auf den ersten Sinn auf einmal wie ein Stück paradox an. Aber der Paulus sagt, look, indem du leidest, hast du Anteil an dem Leiden von Jesu. Du bist Teil geworden von dem Jesusweg. Du wirst Teil von dem verrückten Jesusweg, der für alle Menschen gegangen ist. Und das hört sich in unserem gut ausgestatteten Leben wahrscheinlich ziemlich befremdlich an. Leiden ist was, das soll uns Anteil geben an dem Weg von Jesus. So wie er gelitten hat, können wir auch mitleiden. Und das hört zum siegreichen Glauben, sagte Paulus. Das hört wirklich, das ist ein Merkmal vom siegreichen Glauben, dass wir mitleiden. Lass mich eins festhalten. Mit keinem einzigen Wort möchte ich damit sagen, dass Leiden gut ist. Per se, nee. Leiden ist nichts Gutes. Und haltet das fest. Leiden ist nichts Gutes, wirklich nicht. Um das geht es nicht. Es gibt heute noch christliche Traditionen, die sehr leidensfokussiert sind. Ich habe die in der Jugend auch kennengelernt. Da hieß es denn so, wenn irgendwas schwierig ist in deinem Leben, dann ist gut, dann bist du auf dem Weg Gottes. Wenn es dir gut geht, du fröhlich bist und auf momentan noch was läuft, das ist sicherlich nicht von Gott. Da hast du irgendwas falsch gemacht, das stimmt nicht. Du bist erfolgreich, ganz übel, ganz übel, ganz übel. Du hast einen guten Job bekommen, der ist sicherlich nicht von Gott. Du willst dich selbst verwirklichen. Das ist kompletter Bullshit, ehrlich. Das ist so Kinderbibelglaube, der wirklich nicht erwachsen wird. Leiden per se ist nichts Gutes. Per se ist das nichts Gutes. Wenn wir leiden, nehmen wir Anteil an dem, was Jesus auch erlitten hat. Das ist Teil von unserer gefallenen Schöpfung. Wir gehen so einen Jesusweg. Um das geht's. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie Leiden extra suchen, aber wenn es auf uns zukommt und an deine Haustür klingelt, ungefragt Eintritt nimmt in deine Gesundheit, dann verbittern wir nicht, sondern wir versuchen dran zu wachsen. Und wir werden geformt, wir tun es nicht nur ertragen, sondern wir werden welche Menschen, die selbst wieder tragen. Wir sind dann wie Jesus gezeichnet, manchmal vom Leiden, aber wir lernen auch zu überwinden. Und das sagt dieser Vers 37, wir überwinden weit. Und das ist dann wirklich ein siegreicher Glaube, der nicht dabei stecken bleibt. Leute, ich leide zurzeit körperlich nicht, außer die Leiden vom älteren Mann irgendwas. Das könnt ihr jetzt fantasievoll ausmalen, ich erzähle es euch aber nicht. Ich leide so nicht. Aber zurzeit, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen und Monaten leide ich seelisch an manchen Sachen, die ich mitbekommen muss oder an mich herangetragen werden, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich leide wirklich an manchen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen während dieser Corona-Krise. Mich macht es nachdenklich und traurig und manchmal fassungslos, wenn ich sehe, wie manche meiner Facebook-Freunde oder der bekannten Facebook-Leute, die irgendwo drumherum sind, von meinen Bekannten und Freunden, wie man sich abwechselnd, gegenseitig Schimpfwörter um die Ohren haut, dass mir fast rot wird und das braucht einiges. Da werden wahlweise die einen als Covidioten benannt, die anderen werden als Schlafschafe benannt, die nicht mehr wissen, was ist, andere als Naivlinge, die nächsten als Nazis. Die nächsten heißen dann hirntote Verschwörungstheoretiker und andere werden als manipulierte, in Deutschland sehr beliebt, Merkel-Kinder und in der Schweiz BAG-Hörige irgendwo tituliert. Und das lese ich so nach bei mir auf Facebook und denke einfach, die Leute kenne ich. Die sind an sich ziemlich normal sonst. Was um alles in der Welt geschieht da momentan? Warum finden Menschen, vor allen Dingen auch Christen, momentan nicht mehr den Weg zueinander, sondern schimpfen übereinander her in einem Ausmaß, wo ich wirklich dramatisch finde, wo ich leide, wo ich wirklich leide. Wo ich denke, hey, das muss anders werden. Das darf nicht so weitergehen. Da passiert was, wo wirklich nicht nur ungesund ist, sondern da passiert Spaltung,
Da passiert Beleidigung, da werden Menschen zutiefst mit Wörtern betituliert, wo du denkst, das machst du nicht, wenn ein vor dir steht und sagst, du bist ein Covidiot und Nazi und so weiter. Das macht man nicht, das ist wirklich daneben. Und ich leide darüber. Und ich hoffe, ihr mit. Und ich lade euch ein, wirklich dieses Leid nicht nur zu ertragen, sondern wirklich dagegen auch anzugehen. Ich will überwinden. Ich will wirklich in so einer Zeit von so mühsamen Gegenüber einen anderen Punkt setzen. Nein. Lass uns immer wieder aufeinander zugehen, den Jesusweg gehen, wirklich Leute wieder zusammenzubringen. Ja, zu verbinden, anstatt zu trennen. Und das ist, glaube ich, siegreicher Glaube, der sich nicht so mitnehmen lässt. Und das Dritte, wo der Paulus hier sagt, look, siegreicher Glaube, er macht Mut. Dir und mir macht er Mut und öffnet so eine Perspektive, die weit über unser Erdenleben darüber hinausgeht. Er sagt in Römer 8, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der er uns teilhaben lassen wird. Er macht wie ein Blick und sagt, look, Ewigkeit. Mit anderen Worten, er sagt auch, look Leute, nicht alles wird diesseits vom Jordan gut werden. Und wir tendieren dazu, sicherlich in unserer Gesellschaft, alles im Diesseits wirklich erleben zu müssen. Weil es wahrscheinlich kein Jenseits gibt. Deswegen muss alles hier erlebt werden. Und der Paulus macht Mut zu einer Perspektive und sagt, look über den Leben darüber hinaus. Und das ist nicht einfach eine billige Vertröstung auf der Ewigkeit, sondern ich glaube wirklich, das ist eine lebendige Hoffnung, wo er versucht, einen hoffnungsvollen Ausblick zu geben. Look, es gibt eine Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Und da dürfen wir uns darauf freuen. Als letztes Jahr Deborah Sita, eine der Leadsängerinnen im ICF Zürich, bekannt im ganzen Land und darüber hinaus, im Alter von 35 Jahren starb. Sie hatte einen Mann, ein kleines Kind hinterlassen. Just in der Woche, wo sie starb, waren wir als ICF-Pastoren zusammen in Zürich und haben das hautnah ein Stück miterleben müssen, wie Leiter von Zürich abends weg waren, tagsüber weg waren und dann irgendwann mit der Nachricht kam, dass Deborah Sitter jetzt eingeschlafen ist. Im Alter von 35 Jahren. Eine Frontfrau von ICF, eine tolle Sängerin, eine lebensfrohe Persönlichkeit. Und ich weiß noch gut, an dem Abend, wo wir zusammen waren, kam der Leo Bigger vorbei und sagte dann, alle Pastoren zusammen, und hat dann erzählt von den letzten Stunden, wo sie zusammen waren, wo sie Abschied genommen haben. Und er hat sehr eindrücklich davon berichtet, wie Deborah Sitter, gezeichnet von der schweren Krankheit, weiterhin glaubte, hey, ich glaube an eine übernatürliche Heilung, auch hier und jetzt, diesseits schon. Und wir beten weiter. Ja, lass uns darum beten. Aber wenn sie nicht kommt, dann werde ich heil werden, jenseits des Jordans. Und dann sehen wir uns wieder. Und der Leo Becker war, und wer ihn kennt von euch, war recht bewegt und sagte, look, ich stehe am Sterbebett von einer Frau mit dem Mann, mit den Eltern, mit Geschwistern und die Person, die dort liegt, sagte uns, es gibt ein Danach. Und darauf freue ich mich, wir sehen uns wieder. Und das machte Paulus hier, er sagt uns allen, Leute, es gibt ein Danach, es gibt eine Perspektive, die nicht eine billige Vertröstung ist, sondern wirklich ein hoffnungsvoller Ausblick ist, dass wenn hier nicht alles gut wird, es wird mal alles gut. Es wird dann alles gut geben. Und das gilt dir und das gilt mir. Und deswegen schließe ich mit dem Text von Römer 8, 38 dann, wo der Paulus zum Schluss dann sagt, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel oder unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes und noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das gilt dir. Das sagt Gott dir zu heute. Er sagt, look, egal was da kommt, nichts wird dich trennen.
Vielleicht sitzt du heute hier und ich weiß nicht, in welchen Lebensumständen du gerade drin bist. Vielleicht erlebst du momentan genau diese Punkte, wo der Paulus angesprochen hat. Tiefes, Mächte, Schwierigkeiten, Geldsorgen, Nöte, Krankheit. Ja, mit dem müssen wir rechnen. Und in dem allen dürfen wir überwinden und eine Perspektive einnehmen. Es kommt mal gut. Wenn nicht diesseits, dann jenseits. Und das möchte Gott dir zusprechen, dir einen Frieden geben, der weit über den Verstand darüber hinausgeht. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns das neu übersetzt, dass es wirklich mal gut wird. Ich muss selbst sagen, Jesus, dass ich häufig so auch im Diesseits verhaftet bin und ich bete selbst darum für mich, dass du mir immer wieder diese Perspektive, den Mut und den Weitblick schenkst, dass ich auf dich zugehe. Dass all das, was hier passiert, auch an mühsamen Dingen, nicht zu vergleichen ist mit der Herrlichkeit, die bei dir wartet. Und diesen tiefen Frieden, den bete ich für mich. Ich bete für uns als ganze Kirche. Und ich bete, dass wir ihn weitertragen in diese Welt. Ja, es wird gut. Nichts kann uns scheiden von deiner Liebe.